Versuch mal mit Kommodigkeit, mit Ruhe und mit Kommodigkeit. Damit kommst du auf wieder, als du denkst. Und wenn du schön kommodig bist und auch das Lachen nicht vergisst, dann kommt das... Die Geschichte, die ich heute verlesen will, hätte Überschrift "Wat ist wat?" Wat? Jim weet nicht, wat ist. Denn war dat aber tit, dat Jim dat wies wat. Dat hätt hier aber nix mit dem Strom oder Steckdose zu tun. Und auch nicht dreht sich dat den Wissenschaftler James Watt, der früher die Dampfmaschine utklomüsert hätt. Ich schnack hier von dat Land für den Dick. Und wenn ihr das aber mal ankicken wollt, dann ist das manchmal gar nicht zu sehen. Stehst auf dem Dick und süß nix as Wasser. Die Lüd von der Stadt fragen sich denn, was schaust die hier ansehen? Das gibt doch gar nichts anzukicken. Bloß ein bisschen Grönland und ein paar Schop. Kommst denn aber so schön loder, denn sieht das all ganz anders ut. Da fragt sich manch ein, ja, wo ist denn das Wasser aufbleiben? In den Gang kommen ist das Ganze in der Eistid, verbummelig 1000 Jahren. Uns Nordsee wär so immer wie 50 Meter Sieder. Und durch das schmolten Eis ist der Flut über uns Land gekommen. So ist das dort gekommen, dass die Menschen, die an der Waterkant leben, sich für die Flut warnen müssen. Und hab darum so bummelig 1000 Jahre nach Christi die Dicken obset. Ja, und nun sind wir mit Tau. Jemals, wenn das Wasser utneit, dann nimmt sie was von uns Land mit. Aber wenn der Flut denn in den deit, dann bringt sie auch schimmers was von Sand und Schlick wieder zurück. Ja, und so sind wir Menschen hier an der Küste zu uns wat kommen. Das Wort schall von das oldfriesische Wort Wart herkommen. Und in Hochdeutsche übersetzt seicht nömt wat. In düt wat delwies auch bannig schlickig sehen kann, dat is ein manchmal ein Vornsmann mit sin Chip stecken bleiben und müsst dann ob dat nächste Float töten. Wie Lüd hier an der Nordsee hem uns dat verlangt und dat wat to eigen mogt. Wie lebt damit? To Sommertit gehen wir in de Float Boden. Und wenn er to sieht oder to seich ward, dann tippelt wie an Spölsum ob und dol. Kann's viel beleben hier an der Waterkant. Das Schönste ist, wenn ein mit blanken Poten über dat Watt locken kann. Das ist denn die reinste Footmassage. Brauchst gar kein Fußzonen-Reflexmassage mehr. Bei so ein Wattwandern ist das am schönsten, wenn der warme Schlick so richtig zwischen den Töns glubschen deit. Wo Anna Lüd viel Geld in ihr Wellness-Oasen utgeben, das kriegen sie hier ganz umsonst. Und die frische Nordseeluft, die gibt das noch ob Tau. Und wenn ihn so durch das Wattluppen deit, dann kann er viel Nächstes beleben. Wie jeden Tritt glucks und murmelt dat egal weg. Denn war dat Watt so richtig quicklebendig. Der Hart- und Pepermuscheln sprütten er Waterfontänen uden Born. Dwarslöber, Seesterns und Krut, das sind die Krabben, kommen die in den Möd. Viele Menschen sind in den Glauben, dass das Watt gar kein Leben in sich hat.
All das Krabbeltüch müsst doch eigens aufsuchen, wenn das Hochwasser über sich kommen deit. Die meisten Lüd werden aber, weten aber, dass all das Leben sich die App und die Flow zu Pass mucken hat. Was bedeutet für mich aber auch, wenn die Möwen und der Austernfischer schrieben, sich von Sturmwind trieben loten und dabei der akrobatischen Fleischmanöver machen. In Herbst und Oktoberfrühjahrszeit, wenn der Sturmwind und Nordwest weht, dann kommt die blanke Hans aber in Frage. Nun kannst du hier was beleben. Denn brust und sust das die Gischt wie die Ohren. Dann kannst du die Nordsee nicht bloß sehen und hören, dann kannst du sogar schmecken. Dann kannst du das Sold von der Schnut auflegen. Was Mönchen wohl, wie gesund diese jodhaltige Luft ist. Kranke Lüd, die was mit Hut oder Schilddrüs zu tun haben und in der Luftnot nieden, die können hier in was eins utkurieren. Ja, uns wat gibt uns Menschen fehl. Uns lief kann da gar nicht genug von kriegen. Und für die Seele, da dat wat auch gut. Denn wie so ein Potwandern kannst die Ideen in Luppen loten und dabei verdrifft der Wind die krusen Gedanken noch boben im Kopf und dann war's auch wieder klar. Dat wat ist man nicht bloß irgendwat. Das ist meist ein Dopingmittel und in meinen Augen ein Mäuchen Jungbrunnen. So, das wär das für hüt. Und wenn ihr mehr Lust darauf habt, mir Geschichten anzuhören, dann kiek man mal wieder rein. Schön rum wird wie nicht woanders weh. Zwischen Nord- und Ostsee schnackt wie platt. Die Krone von Deutschland, so ist das. Versag mal mit Kommodität, mit Ruhe und mit Kommodität. Damit kommst du auf wieder, als du denkst. Und wenn du schön kommodit bist und auch das Lachen nicht vergisst, dann kommt das Glück allein und in Hus. Dann kommt das Glück allein und in Hus.